Der Bär hatte also nicht zu viel versprochen. Es hat aber niemandem gestört. Alle waren vor Aufregung von den letzten paar Stunden so müde, dass sie ganz schnell eingeschlafen sind und von ihrer neuen Zukunft geträumt haben. Und das ganz ohne Schlaftee. Als die Sonne am anderen Morgen eine Nase gekutzelt hat, ist es losgegangen. Sie haben eine Aufraumaktion gestartet und jedes der Tiere hat so gut, dass es gegangen ist, angepackt. Dass nicht alles durcheinander gekommen ist, hat der Bär aus dem Rollstuhl raus das Kommando übernommen. Als Kommandeur war er nämlich ganz wohl, das hat ihm gepasst. Er hatte so einen guten Laune wie schon ganz lange nicht mehr. Fröhlich hat er ein Lied gepfiffen. Hörst du, Reh? Er pfeift Lieder aus unserer Jugend. Er kann sie noch alle, sagt der Fuchs zum Reh und lacht über das ganze Fuchsengesicht. Er lacht so fest, dass ihm fast sein Gebiss wieder zur Schnauze rausfliegt. Sie tragen alle kaputten Sachen zum Haus aus. Alles, was man noch irgendwie brauchen kann, wird vor Wildsau wieder repariert. Der Fuchs und das Reh haben in der Küche den Boden gefegt. Die Eule staubt ab und stopft mit einer Zahnpasta die Löcher im Verputz. Und plötzlich hat sie eine Idee gehabt. Kommt! An dieser Wand hier kommt Bild von unserem Enkel aufhängen. Das wird aber ganz lustig, denn so können wir für immer und ewig unsere Bambinis anschauen. Wow, 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 mua, mua, mua. Belli, belli. Der Bär ist zum Werkzeugkasten hergerollt und hat sich einen Hammer und ein paar Nägel vorgeprügelt. Dann ist es losgegangen, mit Bildern von allen Enkeln aufzumachen. Oh, es wäre schön, wenn man alle wieder mal nicht nur auf den Bildern könnte sehen, sondern richtig und wieder mal richtig ein bisschen mit ihnen reden können. Da, mein kleinster Enkel ist sicher schon in der Schule. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, war er noch klein. Er ist sicher schon ganz ein schlauer und keck, so wie ich es einmal war. Liebevoll ist der Fuchs mit seinen Pfoten über das Gesicht von seinem Enkel gefahren auf dem Bild. Er hat ein bisschen traurig reingeschaut. Ich habe Hunger. Was jetzt? An das haben die Helden nicht gedacht. Wer kann etwas zu essen besorgen? Fragt der Bär. Als ich heute Morgen rumgeflogen bin, habe ich den Bär getroffen. Er ist einverstanden, uns zu helfen. Aber was wir noch brauchen, ist... Geld. Ich habe nicht viel. Ich habe gar nichts.